Ihr Zuhause, das ist die tiefste Oberpfalz. Obwohl sie an der Leibniz-Universität Hannover promoviert, lebt Maria Rammelmeier lieber bei ihrer Familie in der Gemeinde Lauterhofen bei Neumarkt. Der Bauernhof ihrer Eltern, das ist Heimat für sie. Heimat ist ein großer Begriff, der erste mal sagen. Aber ich mache das schon gern mit den Viechern und einfach so zurückkommen, auch im Garten arbeiten. Und diese Ruhe am Land ist wirklich ganz toll. Also kein Vergleich zur Stadt eigentlich. Als Studentin der Sozialpädagogik hat sie die großen Städte kennengelernt. Fehlen tun sie ihr nicht. Ich finde, wenn einen Leute umgeben, wo man sich wohlfühlt, dann kann man sich auch da daheim fühlen. Aber natürlich bin ich irgendwo in der Oberpfalz daheim. Also ich habe da meine Leute, meine Familie ist da. Da kann ich mich einfach entfalten. Die kann ich doch fangen, du. Mir gefällt das eigentlich schon ganz gut. Da kann man auch mal sich dreckert machen, aber gleichzeitig wieder am Schreibtisch hocken und seine Doktorarbeit schreiben. Also ich sehe da eigentlich gar keinen Kontrast dazwischen. Seit 4 Jahren erforscht Maria, wie kleine Oberpfälzer Gemeinden Kulturschaffende unterstützen können. Ihr Anliegen: mehr Kultur aufs Land. Doch von Hannover aus schwierig. Ich habe aber eigentlich gleich gesagt, ich bleibe da und fahre dann bloß hin und her, weil ich einfach da daheim bin und auch in Ostbayern geforscht habe. Und da braucht man ja einen gewissen Feldzugang. Also man muss an die Leute rankommen, die man interviewt, und die wollen ja dann auch was erzählen. Also man braucht quasi Gesprächsmaterial. Und wenn man von da kommt, dann geht es natürlich einfacher, als wenn man jetzt irgendwo aus Norddeutschland anreist und dann in die Dörfer geht und die Leute befragt. Die Kommilitonen aus Hannover treffen und im Heimatort leben. Der digitale Wandel hat sie ortsunabhängig gemacht, schon lange vor Corona. Und dann habe ich noch Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung rausgesucht. In Lauterhofen ist die Doktorandin, die vielleicht später an einer Fachhochschule als Professorin arbeiten will, eher ein Kuriosum. Ich weiß nicht, ob ich es als Außenseiter bezeichnen darf. Ich darf es eher wahrscheinlich als individuell bezeichnen. Und da finde ich, muss jeder seinen Weg finden und da muss man dann auch mutig vorangehen. Also wenn man das machen will, dann soll man es machen. Das ist wie mit einem kulturellen Engagement, das man aufnimmt. Da habe ich ja auch Kulturschaffende befragt, die gesagt haben, du brauchst einen richtigen Vogel, um das irgendwie durchzuziehen. Also, da hast du auch einen Vogel. Wir haben Hähner daheim, sagen wir es mal so. Einen frischen Blick auf ihre Heimat bekommt Maria, als sie 12.000 Kilometer quer durch die USA reist. Und in Berlin, wo die Sozialpädagogin Jugendliche mit Migrationshintergrund betreut. Doch immer zieht es sie zurück nach Lauterhofen, einer Gemeinde mit fast 4.000 Einwohnern und über 60 Vereinen und aktiven Gruppen. Hier haben ihre Eltern 2008 den Kulturstadel gegründet, in dem Künstler aus ganz Bayern auftreten. Im Erdgeschoss braut Vater Georg seine Craft-Biere. Während Maria für die Veranstaltungen und die Pressearbeit zuständig ist, macht ihre Schwester die Grafiken. So auch die Bieretiketten für den Papa. Bier ist immer ein interessantes Gesprächsthema. Und wenn man dann ein paar ausgefallene Biere mit dazu hat, dann macht es natürlich noch interessanter. Und wir nennen uns ja Brauwerkstatt, das heißt, wir kreieren auch immer wieder neue Biere. Ist das also eine Idee, um mehr Leben hier aufs Land zu bringen? Das ist auf jeden Fall ein Angebot, was man dann auch wahrnehmen kann. Also in welche Richtung man halt gehen muss, ist so in Richtung Tasting. Weil wenn man so besondere Craft-Biere verkauft, dann ist schon wichtig, dass halt die jungen Leute auch hinkommen und das verkosten. Ziel ist es, Angebote zu schaffen für alle Generationen. Beispielsweise auch mit Schildern, die über die Vergangenheit der Häuser erzählen. Und so Ortsgeschichte greifbar machen. Denn einst gab es hier eine gute Infrastruktur. Jetzt prägen leerstehende Läden die Ortsmitte.
Ich finde, man kann das einerseits von so einer defizitorientierten Perspektive aus betrachten, dass man sagt, die ländlichen Räume stehen ja vor großen Herausforderungen. Und auf der anderen Seite gibt es diese ressourcenorientierte Sichtweise, wo man sagt, okay, jedes Dorf, jede ländliche Region hat einfach Potenziale, die muss man entdecken und dann eben dementsprechend ausbauen. Auch Leerstände wie dieses Wirtshaus sind für sie Potenziale. Das Alte lieben und sich das Neue vorstellen können, das kann Maria auch bei dem ehemaligen Kramerladen von Josef Gruner. Servus! Da hat es die Süßigkeiten gegeben und es war immer so wirklich voll die Auswahl. So Zuckerschlangen und so UFOs und so irgendwas zum Lutschen. Also es war für die Kinder das Beste und es war auch nur so billig. Und dann ist der Opa immer da drüben dann zum Frühschoppen gegangen. Servus! Ich habe ein bisschen länger gebraucht. Es gibt überall die Dorfläden, gell? Das kann aber möglich sein, dass noch mehr kommen. Ja. Heißt du nur einen Platz? Da kann ja wieder einer einen einmachen, oder? Da habe ich einen Platz, das sind 6 Quadratmeter. Ja, perfekt. Was außer Autos könnte die Ortsmitte beleben? Der Metzger? Der Arzt? Ein Wirtshaus, das 4-5 Tage in der Woche aufhat? Maria hätte da so ein paar Ideen. Ich finde, man kann schon so städtische Ideen auch aufs Ländliche übertragen. Und was ich so cool, ganz gut finde, sind so Tauschschränke, irgend sowas. Oder dann auch so Lebensmittelschränke, weil Lebensmittel verteilt wird, weil halt total viel weggeschmissen wird. Also sowas Innovatives, halt, was es in der Stadt schon gibt. Einen Durstnotruf im Feuerwehr-Oldtimer gibt es jedenfalls nur in Lauterhofen. Maria ist auf dem Weg zu einer Tankstelle im Ort. Craft-Bier vom Papa ausliefern. Servus, Kraftstofflieferung. Hi, her damit. Da Lebensmittelläden fehlen, gibt es hier Produkte von regionalen Erzeugern. Kleine Schritte für den Ort. Ist es auch bequem, hier einzukaufen bei euch? Ja, logisch. Logisch. Während dem Tanken ein Weg. Und Wochenend ist Ja, halt super. Samstag offen, Sonntag offen, bis Abend um 8 Uhr. Ja. Warum habt ihr jetzt bloß regionale Sachen? wir Ja, haben wenn schon, alles. denn schon. Ja, aber das geht halt super. Ist halt was Besonderes. Ja. Wenn sich ein Ort verändern will, dann geht das nicht von Hand auf gleich, sondern Veränderung geht einfach langsam und beginnt auch im Kopf. Also das quasi, man kann jetzt nicht ins Dorf gehen und sagen, jetzt wird auf einmal alles anders, sondern wichtig ist, die Leute vor Ort mitzunehmen, weil die wohnen ja da und es muss ja auch irgendwie so laufen, dass denen da gefällt. Du musst halt irgendwie deine Heimat lieben lernen. Ich bin einfach gern bei meiner Familie, das ist so der Wert. Die Heimat gestalten. Je mehr mitmachen, desto lebendiger wird das Leben auf dem Dorf.